Hast du mal überlegt, auf das Leben ist, was du wirst, oder auf die Doa geboren bist, was du wirst, oder hat sie vielleicht sonst anders geboren worden? Warum hast du das Leben, was du hast? Glaubst du, dass Gott dir das anvertraut hat, gleich in das Land geboren zu werden, in deine Familie, in deine sozialen und ökonomischen Verhältnisse? Oder bist du gleich auf eine falsche Stelle draufgefallen, wenn du glaubst, dass der Star steht, hat losgelassen und du hast eins, wo vielleicht eine Schweiz geboren war, aber leider sind wir hier ein paar Jahre draufgefallen und was einfach seine zu überleben, wenn das ist alles schon schlimm. Das ist immer viel zu drehen, das ist viel zu heute, das ist viel zu kompliziert und das ist viel zu kompliziert alles. Oder besitzt du das Leben? Das Leben, was du hast. Hast du vielleicht 100 Jahre geboren worden, oder 100 Jahre älter, oder vielleicht 2000 Jahre? Wann hast du geboren worden? Wer hat das bestimmt, dass du diese Zeit in deinen Verhältnissen leben willst? Da sind so viele Sachen, nicht mal die Nummer, und wann du geboren warst, all diese Sachen sind bitte ans Kontrolle. So, die Tendenz im Leben ist immer, seine Dort zu verändern, was wir nicht ändern können, und da wir Kontrolle haben, wo wir nicht Kontrolle haben, und dann die Sachen, die wir Kontrolle haben, zum Beispiel deine Tongue und deinen Charakter und all die Sachen, da brauche ich dann nicht Energie nach. Laut Experten ist im Leben 20% dort, was die passiert, und 80% was die damit ist. Also wenn das vielleicht ein starker Wind gibt, das kannst du nicht ändern, aber was die damit ist. Oder dann einen Anfall gibt, oder eins was, kannst du nicht alle verbieten. Aber was die mit dort noch her ist, das ist deine Entscheidung. Bloß die Tendenz ist so viel sagen, wann ich gut anders geboren sein, wann ich anderes Geld hat, wann ich andere Familie hat, wann dort ist dort mir dann jo. Aber wenn ich das nicht habe, wo ich einfach hier setzen, jammer, wenn es Gott als Schuld hat, mich kriegt in diese Zeit, auf diese Stelle angestellt, in dem, wo ich dann nochmal Rechenschaft. Irgendwann, wenn du die Recht haben, wird Gott mal die Rechenschaft für mich geben, wenn es der hat, wie muss das anders stellen. Oder nicht? Bist du bereit, sagen, naja, ich habe mir das nicht gesagt, ich würde das Beste dort merken. Wir haben in der Bibel verschiedene Personen, die haben sehr kämpfen im Leben. Und Jesua wie einer von denen, der hat nicht die besten Verhältnisse, der wie in der Wüste. Ein Feld wird gehen an wie in alles dort. Dann irgendwann, als der dann eine Leiterschaft anfangen hat, dann sagt Gott dem in der Botschaft, er sagt nicht, weißt du was, Lehrer ist das so schwer, oder mit dem nee. In Jesua Kapitel 1, Vers 9 sagt er dem klar, check mal an, ich habe die dort geboten. Also ich gebe das nicht in Ordnung. Das ist nicht bloß ein Verschlag. Ich sage die dort, die sollst getreu sein, und die sollst freudig sein, und lass die nicht Angst haben. Die sollst die anstrengen, und du sollst einfach tapfer sein, die anstrengen. Denn ich sehe der Herr, den Gott, und ich will mit dir sein, und alles, was du überstehen. Ich will mit dir gehen, Gott wird mit dir sein. Das ist, was er sagt. Du sollst tapfer sein, und du sollst die anstrengen. Gott sagt, du sollst möglich fairerweise gehen. Das ist nicht, dass er dir das so sagt, dass ich will dir einen Ratschlag geben. Nicht, das ist eine Ordnung. Männer und Frauen, was möglich fairerweise gehen, und was kaputt kann, und bereit sein fairerweise, das ist eine Ordnung von Gott. Also du kannst dann gehorchen oder nicht gehorchen im Leben. Die schwere Situation, als du in der Wüste, wo du alle Raum hast im Leben, hast du dir nicht gesagt, und du brauchst auch nicht alle für sich zu ändern, und du immer schlimmer. Aber dort, wo in deinem Leben ist, ein Mehr von diesen hat Gott dir die Kraft gegeben, und dort Leben gibt, was du hast, dass du kannst kämpfen, dass du kannst Gott die Ehre sein. Ist das Leben, was du willst? Vielleicht nicht. Aber im Himmel, wo du das rechte Leben hast. So währenddessen Kampf, wenn es dir fehlt, dann vielleicht höchstens 100 Jahre, und dann bist du da angekommen und mach Gott dir dann wieder sehen.